kiekt der dat naht. Und von de Bäumen fällt ein und eine Wolke blau. Und hey denkt, hey denkt, hey denkt, hey denkt, bin ich denn mir? Oh, oh, als ein Blatt in de Wind. Als hij nog jong was, had hij een droom. Nu valt hem weer in, und het Spiegel lacht een. Und danst und danst und danst und danst und danst und danst. Mit de wind. Dat Leben ist ein Tanz, dat tanzt von ganz allein. Wann warst du dat geworden? Geist die Stimmung und Bein. De Zeit trägt vorbei. Ja, ja, Stirn, Stirn. Wann warst du dat geworden? Sie bünd den Flünn. Kiek an, wer du bist. Kiek an, wer ich bin. Wie bünd, wie bünd, wie bünd, wie bünd doch für mich. Als de Bladen in d Wind, als de Bladen in d Wind, als de Bladen in d Wind. Dankeschön. Ja, so habe ich einen plattdeutschen Fair-Talk noch nie nicht begonnen. Musik und dann noch live, an Beginn von den Fair-Talk an Land werden wollen. Ich habe mir von doch Sabine Herrmann in Lorden. Sabine kommt eigentlich kommt sie aus Friesland, aber nun wohnt sie im Landkreis Oldenburg in Hude und arbeitet dort als Schulmeistersche. Okay, ja. Ja, sie hat einige Zeit mocht sie Musik, hat auch eine CD gut gegeben und über all das, was mit Plattdeutsch zu tun hat, in Betten schnacken. So als Bladen in Wind. Und da kann man dann auch hören, Sabine, du kommst aus Friesland. Herzlich willkommen, toll den plattdeutschen Fair-Talk an Land. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich auch hier gewesen dürfen. Ja, gut. Wir mit in Betten was vertellen über die Zeit, wo du in Ostfriesland wohnt und lebt hast und wo kommst du jetzt dort in Hude zu wohnen, aber vor allen Dingen, wie ist das mit deiner plattdeutschen Sprache? Ja, da gibt es viel zu vertellen. Ja. Das stimmt. Wo soll ich anfangen? Ja, also du bist plattdeutsch obwossen, oder? Genau, ich komme aus einem heilütje Dörp in Ostfriesland, aus Klostermöhr. Das gehört zu dem Landkreis Rauderfehn. Und ja, mein Ollen bin da hintrocken in den 60er Jahren und dann bin ich da aufgewachsen als jüngste von 5 Kindern. Und mein Ollen haben beschlossen, bevor mein größte Bruder geboren ist, dass sie mit ihren Kindern bloß Hochdeutsch sprechen wollen. Das war so ein bisschen
einigen, die haben gesagt, nee, wir broten in Hus platt und anderen haben gesagt, nee, wir broten in Hus Hochdeutsch, omdat die Kinder in Schell bitte mitkommen und ja, und dann war es da eben auch noch immer so ein bisschen die falsche Vorstellung, dass das Plattdeutsche ja ein bisschen minderwertig ist und ja, jedenfalls haben die Idee, hat wir broten mit uns Kinder Hochdeutsch und so bin ich aufgewachsen in einer Umgebung, wo die alle Lü immer Plattbrot haben miteinander, aber mit uns Kindern haben sie dann Hochdeutschbrot. Du magst da lang Musik, aber bis jetzt erst vor kurzem anfangen, ob Plattmusik zu machen. Warum hat das so lange gedauert? Das hat sich so ein bisschen inschleicht, kann man sagen. Also mein erstes Album habe ich 2000. Ich bin angefangen, eigene Musik zu schreiben, mit eigenen Texten und eigener Musik in 2007. Genau. Und 2008 habe ich dann das erste Album aufgenommen, das ist dann 2009 rausgekommen. Und da habe ich aber auch eher einen Sang, ob der ist egal ob platt. So, aber das war die Idee, was auf Hochdeutsch zu texten. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und habe gewusst, so, von da musst du ein Lied für die Mama schreiben. Und dann habe ich mir ein Klavier gesetzt und dann hab ich so überlegt, wovon soll das denn so gehen? Und ja, in diesem Entstehungsprozess kam dann die Idee, das muss eigentlich auch platt wesen. Und dann bin ich angefangen, Plattdeutsch zu schreiben und zu dichten. Und ja, und das war eigentlich so der erste Schritt. Und dann hätte das aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mir entschieden habe, das richtig amtlich zu machen, sozusagen. Ja gut, also die CD, die du mochtest, die hat Sangen. Das Debütalbum auf Platt, so, komplett auf Platt. Sang, eigentlich das plattische Wort für Gesang oder für Gesänge, aber das hätte auch noch andere Bedeutung, oder? Ja. Ja, meine Mama ist ein geborener Sang. Bevor sie Heirat hat sie Sang mit Familiennamen. Also so mit Großollen, genau. Ja, ist ein aus fräischen Familiennamen sozusagen Sang. Genau. Ja. In das Album ist auch ein Bild von den Großollen. Da habe ich in das Booklet ja, so ein Foto von der in und das ist eben widmet sozusagen den Großollen. Ja. Da gibt es einen Satz in das Booklet, was du dabei hast, da hat das Debütalbum Sang von Sabine Herrmann vereint Plattdeutsche Poesie mit Indie-Pop. Auch das musst du nie verkloren. Ja, das kann man nun natürlich nicht so hören, wenn ich hier bloß allein an Klavier sitze. Ich habe einen Gitarrist dabei, der hat Hellbild-Effekten und der mag richtig so Klangmuster und Klangteppichen und der ist doch immer an Töven, wenn wir zusammen auf der Bühne sind. Das klingt wunderbar und auch auf der CD ist da ein Hellbild mit ja, synthetische Sounds, kann man so sagen, aber die sind all mit der Hand maut, ne? So. Und ebenso der Schlagtüch, das ist nicht richtig so ein klassisches Schlagtüch, das ist auch mit elektronischen Beats. Und das Ganze ist auch jetzt nicht irgendwie so rockig, sondern so ein bisschen melancholisch. Und Indie-Tronic ist so ein bisschen so ein melancholische, ja, mit elektronischen Sounds anfüllte Musik, sozusagen. Noch so ein Satz von den Internet sieht. Die Musiker mit ostfriesische Wurzeln im Spelt Texten mit Pop à la London Grammar oder Massive Attack. So auch junge Leute, die nicht mit Plattdeutsch aufgewachsen sind, einen Zugang zu das Niederdeutsch Open zu morgen. Also, für mich wird das auch nicht London Grammar und Massive Attack. Auch dort vielleicht noch ein bisschen was verloren. Also, was ich ganz wichtig finde, ist, du magst ganz bewusst, mit Absicht, Musik auch für junge Leute. Ja, und das Wichtigste ist für mich aber, dass das Musik ist, die mir selbst gefällt. Wo ich so das Gefühl habe, das ist ein Stil, der drückt das aus, was ich zu sagen habe, und das passt auch zu mir. So, und das ist sicher noch lange nicht all. Man hat ja verschiedene Facetten in seiner Persönlichkeit. Aber also ich sage heel ehrlich, die beiden Namen, London Grammar und Massive Attack, die waren mir auch unbekannt, bevor ich in das Studio in Bremen gegangen bin.
zu Gregor Hennig, das war der Produzent. Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen und habe ihm min Musik so, als wie das hier nur hört, wiesen und sagt, Mensch, ich habe so die Idee, da kann man noch was hell anderes utmaugen und ich komme da nicht ob, was man da utmaugen kann. Und hey hat dann die Idee das in diese Verbindung zu bringen. Und dann hat er mir die Aufgabe gegeben, geh mal nach Hus und hör die eben London Grammar und Massive Attack an. Und ich habe London Grammar vorher noch nicht gehört. Und dann habe ich das anmaugt und ich habe gedacht, was ist das denn für wunderbar Musik? Und dann habe ich gedacht, ja, das kann man maugen. Gut, das können wir jetzt doch hier nicht live inspielen, aber wir kommen ganz am Schluss dazu, dass man dann vielleicht zumindest mitkriegen kann, live, wo vertellt wir denn auch, was das ob sie kennt. Ja, noch so ein Satz. Als ich vor vielen Jahren anfing, eigene Lieder zu schreiben, entdeckte ich recht bald, dass mir meine eigentliche Muttersprache über das Verfassen von poetischen Texten ich zurückerobern kann. Und dadurch entwickelte ich eine starke Verbundenheit mit meinen ostfriesischen Wurzeln. Ja, Gift in Anna State in diesem Text, den ich besonders gut finde, ob das früher, was früher wäre, dass ich was holen und damit ob den Pad in die Zukunft zu morgen, das ist die Welt von Sangen. Da kommt so 2 Songs von der CD in Gespräch. Das eine ist von Walter von der Vogelweide und dass du mein Liebsten bist. Die sind da beide ob. Warum? Ja, das ist nun ein großer Bogen, ne? So was aus der Vergangenheit nehmen, aber eben nicht bloß durchkicken, sondern also für mich war es das eben diese Verbindung. Ich habe gespürt mit der Sprache, als wenn da so Wuddels in mir, ob einmal wer Kontakt aufgenommen haben, so, das kann man irgendwie nicht so richtig verkloren, aber so fühlte sich das an und irgendwie, habe ich eben festgestellt, Plattdeutsch ist mein Mördersprauch und wenn ich anfange, damit zu texten, dann mag das was Gutes mit mir. Und das Wichtigste für mich ist aber, was habe ich zu sagen? Und das ist dann der Blick in die Zukunft. Und für mich ist das so, dass beides miteinander verbunden blieben muss. Und Walter von der Vogelweide, der ist ja nun noch alle, das ist Mittelalter. Den Text habe ich irgendwann entdeckt von Walter von der Vogelweide und das habe ich ja bloß vertont. Der Text ist eben original von Walter von der Vogelweide, da habe ich auch nichts anendet und habe mir dann eben richtig damit auseinandergesetzt, wo drückt man das ut, wo probt man das richtig, das Mittelhochdeutsche. Und wenn man dann sich überlegt, dass wir also ein bisschen Not haben, dass das Plattdeutsche vielleicht utstaft, Mittelhochdeutsch probt von da auch kein ein mehr. Und trotzdem gibt das immer noch diese Zeitzeugen sozusagen. Und wie könnte was utmaugen, damit das eben nicht hell vergeten wird, sondern erholen bleibt? Ich kenne die Musik von der CD all. Ich habe das Glück, dass ich sie in Hus habe und kann mir die immer mal wieder anhören, dass du mein Liebsten bist. Auch da war ein ganz anderer Musik ut. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen neugierig morgen, ob diese Fassung von die. Also, dass du mein Liebsten bist, ob mein CD ist eigentlich, kann man nicht so sagen, aber so ein bisschen so eine Dancefloor-Version. Also wir haben uns gedacht, dass du mein Liebsten bist. Das ist ja eigentlich ein hellen, pikanten Text. So, ne? So der Geschichte drumherum. Und das ist kein Schlaublied. So. Das ist ein Lied, der eben richtig was in Bewegung bringt und das haben wir eben auch versucht. Und wir haben das so ein bisschen orientalisch anhaucht und eben mit richtig Beats ohne Lech und wir haben einen Dreivierteltakt, haben wir eben einen Viervierteltakt gemacht. Und so ist das ja eben hell anders geworden. Wir haben den auch die Strophen ein bisschen uteinander genommen und dann ist nun die Strophe, dass du mein Liebsten bist, das ist der Refrain und die andere Strophen, die bünden dann immer so ein bisschen nur bloß aneinander kettet, ne? Gut, aber auch das Original ist ja eigentlich kein Schlaublied, ne? Nee, ich weiß wohl. Ja. Aber wetten das all? So, das wir wollen das einfach mal im Klar stellen. Ja. Nee, aber über diese Version kriegt das nochmal eine ganz neue Farbe. Also ich finde das wunderbar. Also wir wird ja ein bisschen neugierig morgen, die ob die, Vertell noch ein bisschen was zu Anna Songs, die du magst.
Ja, was ich vorhin gesungen habe, ist Tanz und so diese Thematik, die da in ist, das geht so um Vergänglichkeit, ob der einen sieht und aber was mag ich ut mein Leben so. Das ist ja so ein Thema, da mutten wir uns ja, da mutten wir uns all mit auseinandersetzen, ne? Wir werden all, irgendwann ist das Leben zu ehren und was habe ich dann maugt und das ist so ein bisschen der Hauptthema von meinen Songs, das lebt mit miteinander, wo lebe ich denn und was habe ich für Gedanken und ja, vielleicht auch die Frau, wo kann ich das schaffen, mit all den Möglichkeiten, die ich habe, das Beste da zu machen. So, wohin der Wind die weit, zum Beispiel. Das ist so ein Lied, ja, das spielt so ein bisschen eben mit dem Element Wind und Federn und da geht es darum, so Licht zu füllen und so auf Steh zu füllen, so als man ist. Ja, ich wollte just noch fragen, wohin die Winti war. Ich habe ja das Glück gehabt, ich habe die live auf der Bühne sehen und hört in Oldenburg mit Platte Art Festival im Zirkuszelt. Wäre für mich ein ganz besonderes Belebnis, vor allen Dingen deswegen wie Gabrielas Song, Herr Victor, hört von dem Film Wie im Himmel. Du hast den Text auf Plattdeutsch sonst nochmal geschrieben. Vielleicht ein bisschen was zu den Text. Was ist die Idee dahinter, das in Plattdeutsch zu übertragen? Ja, das ist auch so ein bisschen eine Geschichte dahinter. Also, der Film Wie im Himmel, den habe ich gesehen. Ja. Und dann hat mich besonders Gabrielas Song, das hat mich so berührt und so bewegt. Ja, da geht das eben darum, letztendlich das, was ich nicht all vertellt habe, was mag ich gut mein Leben und das Bewusstsein dafür, dass ich das Recht habe und die Entscheidung auch selbst treffen muss, was ich gut mein Leben mag. So, und das kann mir kein andere wegnehmen, das dürft mir kein wegnehmen. Ob der andere sieht, ist das dann aber eben auch mein Aufgabe, das zu nehmen, was ich habe, um da eben das Leben zu machen, was Geld ist. Und dass ich mir Geld füllen kann, so als ich bin. So, das ist ja so ein bisschen die Idee, achte Gabrielas Song. Das ist all ob Steh, so als das ist. Und du bist ob Steh, so als du bist. So, und dann habe ich, haben die in Oldenburg, ich weiß nun nicht die richtige Namen, die Spülgruppe, die auf Plattdeutsch spült. Die August-Hinrichs-Bühne. Richtig, genau. Ja. Und die haben das in Oldenburg auf der Bühne gebracht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch eine Idee, das auf Plattdeutsch zu übersetzen. Und dann habe ich erst ankicken, wo die das übersetzt haben. Und dann habe ich aber gespürt, nee, das ist nicht, ich muss da noch was anderes machen. Und bei mir ist das immer so, auch wenn ich was übersetze, also wenn ich einen Song platt mag, sozusagen, dann gehe ich immer hin und fülle da in, so, was will ich eigentlich drücken mit diesem Song, aber ich lief trotzdem an das an, was der Song auch im Original drückt. So, und so ist das dann gekommen, dass ich das in Plattdeutsch übersetzt habe. Gut, wir haben noch zwei Aufgaben. Die erste, wir habt hoffentlich die Lü jetzt ein bisschen neugierig gemacht, Appetit anregt, ob die eine Live-Auftritte, und dann kannst du Drehtermine nochmal eben sagen. An 14. Teinten spielt hier in Bremen. Genau, an 14. Oktober spielen wir in Bremen Weserterrassen. Und an 15. spielen wir in Brake, in Zentraltheater. Oh, da gibt es ja so ein große Saal, ne? Das war ja so ein bisschen drüben, wenn wir das voll kriegen können. Ja. Sonst mussten wir in den Lötjesaal. Und am 22. ist dann das letzte Konzert in der Serie. Das spielen wir dann in Dötlingen, in der Location Kultur hinterm Feld. Da haben wir letztes Jahr auch all das erste Konzert gespielt und dann ist das sozusagen der Anfang und der Ende. Gut. Dann ist Sabine Herrmann nicht allein, sondern mit der Band auf der Bühne. Wir können jetzt aber noch mal beten, Appetit morgen. Und du hast uns gesagt, dass du am Schluss jetzt noch mal Gabrielas Song auf Platt singen darfst und spielen darfst. Ich darf mir an dieser Stelle verabschieden, dass wir einmal plattdeutschen Fair-Talk nicht auf die Fähre, sondern an Land. Das wäre auch ganz gut für das Klavier. Auf die Fähre wäre das vielleicht ein Problem werden. Hier ist das fein ruhig und die Lü können Tolus dann. Sabine, bevor du anfängst, ganz herzlich Dank
dass du kommen bist und ich hole die Dooms, dass wir am 15. Oktober in Brock den Grodensaal ganz, ganz voll kriegen. Das war's mal. Schönen Dank. Ja, danke auch. Die Bühne hört die. Okay, Gabrielas Song. Dit hier is mijn Leben mit nu. Und so mannig Stürm, voll ich strieken, min Längen het mi weit braucht. Ich heb al voll von dat von, wat ich sag. Ich bin mannig ein Wächer gang und in Wort heb ich min Trost gefunden, heb ein beetje begrieben konnt von de Haven mit all sein Licht. Ich will fühlen, dort ich leben kann, als ich dat will, mit de Fehles, de all gibt. Ich will fühlen, dort ich lebe, dat all gut ist, als dat ist. Ich heb altid wüsst, wer ich bin, doch ich kun dat einfach nicht wiesen. Folgen ha ich auch gar kein Woll. Man, min will, der was immer da. Ich will glücklich wesen so, als ich wie's bin. Ich weet, ich bin stark und frei.